the budget. So I give the floor immediately to Martin to outline the best priorities for the work. Martin, do this. Vielen Dank, Tom, dein Deutsch wird wirklich von Woche zu Woche besser. Erstmal herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich da sind. Ich würde gerne mit den ersten Bemerkungen auf den mehrjährigen Finanzrahmen eingehen, den Zwischenbericht, der jetzt im Parlament gerade, im Plenum gerade verhandelt wird, der abgestimmt werden wird. Und Sie können sich vorstellen, dass wir, was das Design dieses Berichtes betrifft, sehr kritisch sind. Die politischen Prioritäten, die darin enthalten sind, gehen unserer Ansicht nach in die völlig falsche Richtung. Der mehrjährige Finanzrahmen ist massiv ausgerichtet auf die Stärkung von Verteidigung, das heißt in diesem Falle Aufrüstung. Wir haben gestern oder vorgestern die Zahlen des Internationalen Friedensforschungsinstitutes gesehen. Wir wissen, dass wir uns in einem neuen Wettrüsten befinden und die Europäische Union schmeißt sich mit aller Macht in diesen Trend hinein. Das halten wir für falsch, weil die Aufrüstung an dieser Stelle vor allem auf Kosten der Kohäsionsmittel und des Europäischen Sozialfonds geht, also auf Kosten politischer Prioritäten, die da heißen, dass die Menschen in der Europäischen Union besser leben können, besser ihren Alltag gestalten sollen. Wir lehnen darüber hinaus die neue Erfindung der Kommission der national-regionalen Partnerschaftspläne ab, weil das bedeutet, dass die Kommission bei der Vergabe der Mittel mehr Macht haben wird. Wir glauben aber, dass die Menschen in den Regionen am besten wissen, wofür sie ihr Geld ausgeben möchten, zum Beispiel für Kindergärten, für Schulgebäude oder aber auch für soziale Projekte in ihren Orten. Das ist uns wichtig. Ich habe Zweifel daran, dass Ursula von der Leyen das genauso sieht. Und wir sind auch sehr kritisch, was insgesamt die Reduktion der Mittel für den Europäischen Sozialfonds, für die Kohäsionsmittel, aber auch die gemeinsame Agrarpolitik und andere Programme betrifft. Die werden nämlich reduziert von jetzt 2/3 des mehrjährigen Finanzrahmens auf weniger als die Hälfte in dem kommenden Budget. Das halten wir alles für elementare Fehler. Deswegen möchten wir gern, dass es einen Europäischen Sozialfonds gibt, der alleinstehend ist, dessen Finanzierung gesichert ist und mit dem klar ist, dass das Geld auch bei den Leuten in den Regionen ankommt. Gleiches gilt für die Kohäsionsmittel und wir wollen, dass der mehrjährige Finanzrahmen insgesamt auch gestärkt wird. Das heißt, wir müssen darüber diskutieren, wie Mehreinnahmen, Eigenmittel auf europäischer Ebene generiert werden. Die Vorschläge liegen seit langer Zeit auf dem Tisch. Wir reden über die Einführung einer europäischen Digitalsteuer, damit die Big Tech-Unternehmen endlich ihren gerechten Anteil an Steuern zahlen müssen, auch gerade in der Auseinandersetzung mit zum Beispiel Elon Musk, mit Mark Zuckerberg oder, man möchte sagen, mit der US-Regierung unter Donald Trump ist das eine sehr sinnvolle Maßnahme unserer Ansicht nach. Wir reden über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, damit diejenigen, die mit Kapital ihr Geld erwerben, auch ihren Anteil an den Eigenmitteln am EU-Budget zu tragen haben. Und natürlich müssen wir auch über eine Übergewinnsteuer reden. Derzeit zum Beispiel die Mineralölkonzerne verdienen sich dumm und dämlich auf den Rücken der Menschen, weil die Mineralölpreise durch die Decke gehen. Das halten wir für falsch und deswegen schlagen wir diese Mittel vor, um Eigeneinnahmen zu generieren. Soweit zu dem Thema des mehrjährigen Finanzrahmens. Ganz kurz ein Blick auf Ungarn. Sie haben mitgekriegt, dass Viktor Orbán mit überwältigender Mehrheit abgewählt wurde. Die Bevölkerung Ungarns hat sich im Grunde genommen in einem Volksentscheid gegen die autoritäre Wende entschieden. Der Sieg von Peter Magyar und seiner Tisza-Partei bedeutet aber noch nicht, dass das autoritäre Umbauprojekt in Ungarn wirklich an sein Ende gelangt ist. Jetzt gibt es aber die Chance, zurückzukehren zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das begrüßen wir. Und es gibt auch die Chance, dass Demokratie sich dann in ihrer Vielfalt ausbildet und dass auch linke Politik dort wieder verstärkt eine Rolle spielt, die von Orbán ja auch kriminalisiert wurde. Und an dieser Stelle sei sehr, sehr deutlich nochmal aufgefordert und auch die kommende Regierung aufgefordert, dass die deutsche antifaschistische Aktivistin Maja T. endlich nach Deutschland zurücküberstellt wird und ein faires Gerichtsverfahren in Deutschland bekommt. Das ist in Ungarn nicht gegeben. Und ein letzter Blick, und damit leite ich dann auch zu Manon über, auf die internationale Dimension, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran. Der hat natürlich massive soziale Implikationen. Manon wird das ausführen. Wir fordern an dieser Stelle, dass europäische Politik, dass europäische Diplomatie darauf hinwirkt, dass dieser Krieg schnellstmöglich beendet wird, um die Folgen für die europäische Wirtschaft und die Bevölkerung hier zu mildern.
Und wir wollen natürlich auch, dass europäische Diplomatie, und auch das sei an dieser Stelle gesagt wird, sich für die Demokratiebewegung im Iran einsetzt. Regime Change, Kriege führen, aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Das haben wir gelernt. Sie fordern nur unschuldige Opfer. Auch das sehen wir derzeit, das Sterben muss aufhören, dieser Krieg muss beendet werden. Es müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die wirtschaftlichen und sozialen Folgen in der Europäischen Union nicht so stark ausfallen. Vielen Dank, Martin. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer en effet sur le conflit au Moyen-Orient. Parce qu'il y a, aujourd'hui, nous avons une certitude, c'est que Benjamin Netanyahou ne s'arrêtera pas de lui-même et que la seule solution, c'est la pression de la communauté internationale et la pression que peut exercer l'Union européenne. Et elle dispose d'outils diplomatiques. Et on se retrouve dans une situation où l'Union européenne est en train de décider, à raison d'un 21e paquet de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine qui envahit illégalement l'Ukraine, mais il n'y a toujours pas l'ombre de la moindre sanction contre le gouvernement israélien qui, après avoir commis un génocide dans la bande de Gaza, s'apprête à vouloir faire la même chose au Liban et bombarde jour après jour, y compris les civils, y compris les secouristes, y compris les journalistes. Voilà la réalité que ni la présidente de la Commission européenne, ni les autres groupes politiques ici au Parlement européen ne veulent voir, puisqu'ils refusent avec constance que à la fois un débat puisse se tenir et même qu'une résolution puisse être votée. Et vous le savez, parmi les outils, il y a un accord qui est la pierre angulaire de la relation entre l'Union européenne et Israël, c'est l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. Il se trouve que dans cet accord de coopération, il y a même un article qui lie le respect des droits humains à la mise en œuvre de cet accord. Il y a aussi plus d'1,2 million de personnes qui ont d'ores et déjà signé une initiative citoyenne européenne pour demander la suspension de cet accord d'association. 1,2 million de personnes dans l'espace de 3 mois, c'est un record dans l'histoire de l'Union européenne. Mais tout ça est balayé par la Commission européenne, tout comme la demande de 350 anciens responsables, hauts responsables de l'Union européenne, tout comme la demande de 20 experts des Nations Unies, tout comme la demande de 7 États membres. J'entendais Kaya Kallas la semaine dernière dire « mais attendez, il n'y a pas d'unanimité, donc la question ne se pose même pas ». Pardon, mais il n'y avait pas d'unanimité non plus sur les sanctions contre la Russie. Et 2, il suffit d'une majorité qualifiée. Ça a déjà été fait dans le passé, il y a déjà cet État qui le demande. Et je regrette par ailleurs qu'il n'y a toujours pas la France qui se contente de ménager la chèvre et le chou, sûrement un manque de courage diplomatique. Alors notre groupe de la gauche continuera de manière courageuse, sans jamais baisser les bras, session plénière après session plénière, à demander à ce qu'un débat et une résolution puissent se tenir pour que cet accord d'association soit enfin suspendu et mettre un terme aux crimes commis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il y a un lien avec le deuxième sujet dont je voulais vous parler parce que, comme dans toute guerre, comme au début de l'invasion de l'Ukraine ou de la crise de Covid, il y a des profiteurs. Des voraces, vous savez, qui se précipitent sur des corps qui sont encore chauds, histoire de se dire il y a du profit à faire. Eh bien, ces voraces-là, ils s'en mettent plein les poches pendant que les peuples payent la crise. Et les chiffres sont indécents. En France, les marges des raffineurs sont passées de 41 € à 160 € la tonne, multipliée par 4 en l'espace d'un mois. Et au niveau européen, les producteurs de pétrole, tenez-vous bien, auraient engrangé 81 millions d'euros par jour. 81 millions d'euros par jour. Parmi lesquels on trouve tout en haut de la pile Total Energy. Alors Total Energy, ils ont acheté tout ce qui pouvait s'acheter aux Émirats Arabes Unis, à Oman, etc. Et ils ont fait de la spéculation, une énorme plus-value de plus d'1 milliard d'euros. Alors une question fondamentale se pose aujourd'hui. Qui doit payer le coût de cette crise? Les citoyens européens ou les profiteurs de la guerre? 5 États européens ont déjà écrit à la Commission pour demander à ce que les super profits puissent être taxés. Et quand certains demandent juste à ce qu'il y ait une enquête sur les prix 2 mois après l'explosion de cette crise, c'est se foutre de la gueule du monde. Et ce que demandent les citoyens européens, c'est pas juste une vague enquête, c'est pas juste de vastes paroles, c'est des actes, des actions et un blocage des prix du pétrole. Parce que aujourd'hui, les travailleurs ne devraient pas perdre de l'argent pour aller travailler. Je pense aux aides-soignants, aux infirmiers, à toutes ces professions libérales notamment qui se déplacent beaucoup. Cette taxe sur les super profits,
On en a besoin maintenant, pas dans 6 mois, pas après une énième enquête pour gagner du temps, parce que en temps de crise, il y a deux camps, ceux qui protègent les peuples et ceux qui protègent les profiteurs. Vous aurez bien compris de quel côté nous sommes. Merci beaucoup, Manuel. And now this goes to the journalists. You know the drill, your name and your organization. Questions, please. Okay, good morning, Caterina Mazzantini from News. I would like to comment regarding the proposal by the socialist group regarding to open the discussion on the death penalty for Palestinian people imposed by Israel government and this the position of the EPP group. Thank you. Thank you. We'll take the next question here. Hello, Sean Carroll from Context. Chancellor Merz met recently with President von der Leyen in Germany, and he urged the Commission to go faster with its deregulation drive. And he essentially said that the omnibuses aren't enough, that Europe needs to do more. And he almost put the blame for Germany's sluggish economy on Brussels. I was wondering what the left's reaction to this meeting is, and also the call for the EU's largest economy to cut regulation more strongly. Thanks. Great. Maybe one please person. Yeah. On the first one, it will be quite straightforward. You know, for more than 2 years now, our group has been a little bit on its own, asking for resolution and debates month after month, plenary after plenary. You know, 1 month is on the death penalty introduced by Israel. The previous month was on illegal colonization in the West Bank, and every time we had the support in the best case scenario of the SND, but I should say not always. And it's kind of interesting to see both SND and Greens waking up, supporting our citizen initiative just when we got the 1 million of signatures. But good if they do, better late than never. But it's clear that EPP will always be on the side of the state of Israel and Benjamin Netanyahu, and I don't see any prospect for change. And since I have the floor, I just want to add one word that I forgot, and I apologize for that, and I'll do it in French, on the rape report. Comme vous le savez, nous avons cette semaine sera voté un rapport essentiel qui introduit la définition du consentement dans la définition du viol. C'est essentiel pour les plus de 90% de victimes en Europe qui n'accèdent pas à la justice. C'est essentiel pour toutes les femmes victimes de sidération. C'est essentiel pour toutes les femmes qui, à travers un silence, qui, à travers un sourire, qui, à travers des habits, n'avaient jamais donné leur consentement. Et avec ce texte, nous reprenons le long combat que nous avons déjà entamé au mandat précédent pour que seul un oui soit un oui, only yes means yes, solo si est si, et pour qu'une bonne fois pour toutes, nos relations sexuelles sans consentement soient un viol. Point barre. Et le vote, ce vote qui va avoir lieu ce midi, sera un vote historique, puisque la Commission européenne devra par la suite reprendre cette proposition et qu'enfin une législation puisse naître en la matière. Et je dois déplorer de nouveau l'attitude qui a été de la droite, et en particulier de l'extrême droite, qui démontre une nouvelle fois qu'ils ne sont pas du côté des droits des femmes. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde es sehr aussagekräftig, dass Friedrich Merz sich jetzt mit seinem Versagen und seiner Unfähigkeit, die Probleme in Deutschland und vor allem für die deutsche Wirtschaft zu lösen, an Ursula von der Leyen wendet. Und zwar im Sinne der Deregulierung, der Simplifizierung, der Verstärkung der Omnibuspakete. Wir lehnen das ab, es ist völlig falsch, weil es Angriffe auf den Datenschutz, auf Arbeitnehmerrechte, auf Umweltstandards und auch auf die Sorgfaltspflicht der Unternehmen betrifft. Das halten wir für den falschen Weg. Der richtige Weg, die deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu setzen, wäre vor allem die Binnennachfrage zu stärken. Das heißt, wir brauchen mehr öffentliche Investitionen, wir brauchen auch mehr private Investitionen, wir brauchen aber vor allem höhere Löhne, die die Menschen dazu befähigen, ein auskömmliches Leben zu haben und tatsächlich auch die Produkte in Deutschland zu kaufen. Die deutsche Wirtschaft war immer abhängig von billiger russischer Energie, das ist vorbei. Das heißt, wir brauchen eine Energiewende, die dazu führt, dass wir genügend Energie aus erneuerbaren Energien bekommen. Und wir brauchen endlich Investitionen, vor allem öffentliche Investitionen. Und wir brauchen ein höheres Lohnniveau. Dann wird die deutsche Wirtschaft auch aus der Krise finden. Und dann werden die deutschen Industriejobs auch gesichert werden. Last question here, please.
Bonjour, Emmanuel Strosser pour Bruxelles 2. Je voulais revenir sur le débat sur l'accord d'association UE-Israël. Moi j'ai cru comprendre qu'en conférence des présidents, je suis par là, en conférence des présidents il y avait un accord aussi de Renew pour soutenir ce débat. Ce que je ne sais pas s'il était question qu'il y ait une résolution ou pas dans cet accord de soutien. Et une autre question, si je peux enchaîner sur la réforme du système des préférences généralisées. Vous avez déposé un amendement, vous déposez un amendement contre. Est-ce que vous voulez, ça veut dire que le régime qui existe actuellement, qui a été prorogé quelque temps, vous satisfait quand même? Alors, c'est Martine qui a fait la précédente COP, mais si ma mémoire est bonne, l'accord de Renew ne valait que pour un débat et pas pour une résolution. S'oppose de nouveau au refus et au bloc unique de la droite et l'extrême droite. Vous voulez un des millièmes exemples des alliances entre la droite et l'extrême droite, vous l'avez devant vous. Sur le régime de préférence, l'amendement clé que nous avons déposé, on n'est pas opposé au régime de préférence de manière générale, mais l'amendement clé que nous avons déposé, c'est celui qui consiste à ne pas conditionner ce système au renvoi de migrants, ce qui donne une forme d'un espèce d'échange assez malsain de je t'offre des faveurs commerciales en échange de tu me reprends des migrants. Et je pense que ce n'est pas la logique commerciale que nous devrions avoir. Okay, thank you. I think we're out of time if you can't do, we've got 2 more questions. Okay, we've got the, okay, we can go 1, 2, but they gotta be quick, all right? So here we go, 1 and 2, please. Oui, je peux parler en France. Oui. Emma Simon pour QH Info. J'avais 2 questions au sujet justement de la possibilité, enfin la tentative de mettre à l'ordre du jour le débat sur l'accord de partenariat UE-Israël. Première question, selon vous, pourquoi c'est pas passé à l'ordre du jour et quels groupes s'y sont opposés? Et deuxième question, est-ce que la pétition a joué un rôle dans les négociations? Est-ce que selon vous, elle pourrait jouer un rôle dans le futur sur les décisions de l'Union européenne et du Parlement? Hi, my name is Ola Khalilova. I'm a journalist with Ukrainian Media Telegraph. Thank you for this briefing. Maybe my question is not related to June, but we see that negotiations that led by the United States to end the war in Ukraine are reaching kind of deadlock. In your opinion, what should be done to actually change the situation and make diplomacy work? Thank you. Ganz kurz um jene Frage zuerst zu beantworten zum Partnerschaftsabkommen. In der Fraktionsvorsitzendenkonferenz wurde von mir im Namen unserer Fraktion der Antrag gestellt, dass wir das Partnerschaftsabkommen in dieser Woche auf der Tagesordnung diskutieren. Es gab Zustimmung von verschiedenen Fraktionen, aber vor allem Ablehnung von den konservativen, von den rechten Fraktionen. Damit gab es keine Mehrheit dafür, dass es diskutiert wurde, auch wenn die Liberalen, die Sozialdemokraten und die Grünen unserem Antrag zugestimmt haben. Deshalb wird es nicht diskutiert. Zu der Frage der Ukraine, das stimmt, die Verhandlungen scheinen in einer Sackgasse sich zu befinden. Man muss ganz klar sagen, es gibt vor allem seitens Russlands und seitens Putins kein Interesse offenkundig daran, zu einem schnellen Friedensschluss zu kommen. Unsere Position war immer, dass die Europäische Union alle in ihrer Kraft und in ihren Möglichkeiten liegende diplomatische Mittel auch entwickeln muss, um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, damit man auf Augenhöhe zwischen der Ukraine und Russland zu einem Friedensschluss gelangt. Das ist schwierig. Wir sind der Ansicht, dass es internationale Partner braucht, die sich da auch engagieren, zum Beispiel, dass China seinen Einfluss auf Russland zur Geltung bringt, damit Putin ein Einsehen hat und diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der tausende Zivilistinnen das Leben gekostet hat, der die Infrastruktur im Land nach wie vor zerstört, endlich eingeschränkt. Juste pour ajouter sur le rôle qu'a joué l'initiative citoyenne européenne, il est évident que s'il n'y avait pas eu plus d'1 million de citoyens qui avaient signé cette initiative citoyenne européenne, le sujet ne se serait pas invité à la table des négociations et des discussions du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la semaine dernière. Et j'y vois là la double utilité de cette initiative citoyenne européenne, à la fois de mettre en place une pression citoyenne, mais aussi d'obtenir des avancées en matière parlementaire. Et moi j'ai la ferme conviction que ce que les États se refusent à faire, les citoyens
pourront les y contraindre. Et ce n'est pas un hasard si depuis, nous avons d'ores et déjà 7 États membres qui se sont prononcés en faveur. Et je pense que ce combat sera à mener pour mettre un fin, en bonne et due terme, à la complicité de l'Union européenne dans le génocide en Palestine.